Neuer Paar, neues Glück! Willkommen zurück, Freunde, zu Legend of Zelda Skyward Sword. In HD natürlich. Und ja, in der heutigen Folge wollen wir uns also auf den Weg machen, zunächst auf den Weg machen, das heilige Wasser zu finden für den Wasserdrachen. Und sobald das soweit eigentlich als ready wäre und wir bereit wären für die Flamme, die es ja offenbar als Preis dafür, als Belohnung dafür geben sollte, dann würde ich sagen, machen wir mal auf den Wolkenhort, um dies und jenes zu erledigen. So, ihr seht aber direkt, dass ich wieder hier bin, weil ich ein bisschen näher ins Zentrum will, um das heilige Wasser zu suchen. Genau, also hier ist ja klar, das ist der Flore Wasserfall, da ist der Floria See, alles klar. Das Waldesinnere, der Waldeingang auf dem Baum. Aussichtsplattform, tief im Wald und Tempel im Wald. Ich gehe erst einmal auf den Baum und möchte auch gleich noch etwas zeigen oder präsentieren, offerieren, whatever. Und zwar, es geht darum, ich habe offscreen, wie ihr hier gleich sehen werdet, hier noch einmal Bienenlarven um Frantego-Bienen gefarmt. Und zwar bin ich dafür, mal ganz kurz gucken, wo das Ding schon da ist. Ne, da ist es nicht. Man müsste es von hier oben eigentlich sehen. Ah, da. Da unten, direkt da unten hat es eine Vogelstatue. Das ist eigentlich die hier. Aussichtsplattform tief im Wald. Wenn wir da in tief im Wald reingehen würden, ist es so, dass nochmal irgendwie so eine Lichtung kommen und quasi der Weg zum Tempel. Zum Tempel des Himmelsblicks. Und auf dem Weg dorthin, also direkt, wenn man dort hinter, dort sieht man es direkt, wo man dort sich ja hochschwingen muss und dann reingeht, dort direkt links davon ist so ein Baum, der halt eben Deko-Bienen bzw. Bienen laufen und Deko-Bienen hat. Und dort habe ich halt ein paar Mal reingegangen, mit rausgegangen, habe die geholt. That's it. So. Und mir ist eben demzufolge nicht passiert. Aber da würde ich es trotzdem ganz kurz noch erwähnen. So, warte mal. Ah, doch, das könnte sogar funktionieren, weil ich hier runter muss quasi. Weil es gibt dort ja, vermutlich ist es gedacht, dass man sich dort mit dem Greifhaken irgendwie hochzieht. Dann könnte man, sehen wir gar nicht mehr. Ja, dann einen Würfel der Göttin aktivieren und dann wäre hier noch, können wir irgendwie drüber sich hangen lassen. Ich würde es aber gerne mal anders versuchen. Ich glaube sogar, mich zu erinnern, dass ich das damals sogar so gemacht habe. Im Originalspiel. Oder bin ich direkt so runter. Oh, geht doch. Link, balancier dich gefälligst darüber. So. Skyward Sword! Yes, Mann. Ching, ching. So. Den weiteren Würfel geschafft. Und, ja, eben wird es darum gehen, zu gucken, wo ist jetzt das heilige Wasser, nicht wahr? Dann noch so ein Kumpel. Habe ich eigentlich noch 4 Stück und 2 Hörner, aber das reicht auch fürs Erste. Ja, einfach hier hochseilen, den Torbogen direkt links und dort kann man wunderbar die Larven und Deko-Bienen selber farmen. So. Jetzt ist die Frage, kommst du mir jetzt nach? Nö. Jetzt ist die Frage, die wir uns stellen, wo müssen wir hin? Was? Ich muss sogar zum... Okay. Was ein Zufall. Du musst sogar zum Tempel. Ah, ist es... Doch, doch. Ich glaube mich zu erinnern, dass es sogar im Tempel selber drin war. Also sprich, wir müssen sogar zum Tempel. Krass. Ja. Ha! Ach ja, ich liebe den Wald. Das ist ein geiles Gebiet. Genau, hier ist so ein blauer Typi und da kann man eben wunderbar farmen, sprich raus, reingehen, das resettet immer wieder. Herrlich.
So klappt's. So, das war die Abkürzung. Aha. Wenn dann die Abkürzung ist, geh natürlich direkt mal. Hallo! Ja, schlag ruhig zu. Die haben jetzt nicht gerechnet. Und der andere wird gerade zu Tode gestochen. Alter! Erschreck mich doch nicht so. Menschenskinder. So. Okay, das war jetzt Glück. Das war jetzt pures Glück, dass ich gerade irgendwo in den Schild gezogen habe. Oh, geil. Ah ja, dann noch Bienen, okay. Wir können ihn auch noch. Also. Da ist überhaupt gar kein Problem mit Bienenfarmen. Warte mal, da ist sogar so ein Ding. Der Heise kann hier. Was? Sich nur wieder so ein. Ja, natürlich. Ein Schikastein. Boing, boing. Was gibst du mir? Na gut, besser als nichts. Glitzerspuren. Das Glitzer. Ganz besondere. Glitzerspuren. Stimmt, die können dann auch mal farmen. Also farmen ist übertrieben, auch mal suchen. Naja. Ist im Tempel selber. Krass war. Das finde ich eben auch so genial an einem Spiel, dass man nicht nur zu den alten Orten normal zurück muss, um da halt neue Gebiete freizuschalten, sondern eben zum Beispiel jetzt wieder zurück in den ersten Tempel. Denkt man sich, hä, kommst du in den ersten Tempel zurück? Aber ja, hier ist tatsächlich irgendwie ein heiliges Wasser, von dem wir damals gar nie irgendwie eine Ahnung hatten. Wenn sich ein Tempel befindet. Seien wir ehrlich, Leute, es ist klar, wo das Wasser sein muss, hä? Ich meine, wo muss es Zelda damals immer hin, um sich irgendwie zu reinigen, spirituell? Ist das vielleicht ein heiliges Wasser? Könnte es vielleicht sein? Ja, vermutlich schon. So, mal gucken, wie schnell ich jetzt durchkomme. Sag mal, kann ich wieder spielen? Oh! Das ist neu. Hui, was machst du hier? Wie kommst du in den Tempel rein? Moment, ich habe doch schon am Vulkan getroffen! Suchst du hier auch noch Schätzen? Ertappt. Das ist ein heiliges Wasser, kann ja auch ein Schatz sein. Das ist mir doch, ich kann am Gesicht sehen, dass du auf Schätze aus bist. Bist auch wegen der Geschichte dieses Felstyps hier? Du meinst den Geronen? Ich will den Schatz zuerst finden. Ich hab ihn doch schon. Wenn ich jetzt Ahnung hätte, was er zeichnen muss. Warte mal, war das nicht immer... warte mal. Ah, diese verkackten Wände. Ihr wollt eigentlich was anderes sein, da die können kurz abbrechen. Ja, genau, mit diesen Wänden, das war ja so, dass man irgendwas zeichnen kann. Und dann kommt da halt per, also nicht per Zufall was raus und das, was man irgendwie zeichnet. Wenn ihr irgendwie, glaube ich, auch einen Rubin zeichnen können, wäre ein Rubin rausgekommen. So, ich habe gesehen, da ist noch ein Geschenk der Göttin. Mann, ey, all die 10 Jahre nichts dazu gelernt, wa? Soll ich echt einen Flughäfer durchschicken, oder? Ah, führte schon. So. Wir nehmen natürlich die Abkürzung, die wir damals geschaffen haben. Upsala. Und hui! War neu. Hä? What the... Why? Warum ist die Tür dazu? Wer hat die Tür zugemacht? Scheiß Bogenschütze. Wer hat die scheiß Tür zugemacht? Ah, gibt's wohl nicht, hey. Wo bist du hier? Aua! So was nicht geplant. Oh, diese Schmerzen.
Das Wasser stört die gar nicht, wie man sieht. Ja, schöne Scheiße. Und jetzt? Ah, um Gottes Willen. Ich muss den ersten Tempel auch machen. Das geht. Das ist auch. Verflucht! Der ganze Ärger ist wahnsinnig Schlüssel abzuknöpfen, umsonst. Ich habe in einem Loch versteckt, aber ich weiß nicht mehr wo. Der Schlüssel, um den Weg zu Gewalt und Reichtum bahnen. Ja, dass ich ihn hier in der Nähe vergraben habe. Naja, war das sogar okay. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Was ist denn hier plötzlich los? Klebefäden oder was? Die man nicht mehr schneiden kann. Sauerei, sowas. So, hier in der Nähe. Ach, oh Gott, ich krieg die Tür nicht mehr zu, ey. Tja, ich hab zwar mittlerweile die Wasserdrachenschuppe, bringt mir jetzt hier aber nicht viel. Gut, gehen wir rüber. Er meinte hier in der Nähe, ich nehme mal an, er meint sogar diesen Raum hier. Also muss er wieder irgendwie oben durchgehen, oder? War doch irgendwie so. Warte mal, was haben wir jetzt überall schon? Das heißt, ich müsste eigentlich sogar... Ah, super. Nach einer Art Klebeeffekt. Nein! Ding, was war das für eine Scheiße? Wenn es am Ende noch Girohim auftaucht und so von denen sagt, hey, suchst du den Schlüssel hier? Dann raste ich aus. Ah. Was für eine Qual als Auserwählte der Göttin will ich immer haben. So. Ja, servus. Aua. Das ist unhöflich. So. Und ist er hier? Sieht irgendwie nicht nach Haus, wa? Schöne Scheiße. Warte mal. Ja, aber er wird ja wohl kaum einen Schlüssel hier drin versteckt haben. Dass man gar nicht weiß, ich meine, tauchen kann ich, ja, aber komme ich unter Wasser so auch durch? Das will mich jetzt wundern. Kann mal versuchen. Tatsache, das geht. Oh Mann, ist das ein Trottel. Mal fix darüber. Ein Bernstein-Dings. Ja, komm. Lieber zu viel als zu wenig. So, aber hier wird die Abkürzung geschaffen, alles. Ach du Scheiße, was ist denn hier wieder los? Monster Schlussverkauf oder was? So. Haben wir das auch geklärt? Sonst noch jemand hier, der irgendwie Stress haben will? Bist du wieder da? Ich dachte gerade schon, jetzt wäre der echt wieder da. Nee. Aber ist halt so, wie es damals schon war. Käferlein. Hier haben wir sogar einen Käfer bekommen damals. Ach, ist das schön. Es ist schon so lange her. Knapp 20 Folgen ungefähr. Aber egal. Wo war der Kristall schon? Ah, hier. So, raus aus dem Raum.
Und hoffentlich nie wieder rein. Zumindest nicht in diesem Spieldurchlauf. Spielgang. Einmal. Ganz schön aggressiv. Ja, also natürlich da oben ist. Ja, eben, eigentlich haben wir damals schon alles aufgemacht hier, komm. Schöne Scheiße, da ist so ein Typi. Aber keine Chance, da komme ich so nicht durch. Nie im Leben. Oh, jetzt aber wieder alles zu, warte mal. Das war doch irgendwie auch so, dass du da hoch konntest. Brauchst du ein bisschen mehr Anlauf. Das schaut auf der anderen Seite. Nee, ich glaube, der war schon hier. Die Dinge, die helfen mir gerade auch nicht weiter. Ah, Dreck. Ups. So. So kommen wir nicht rüber. Ah! Aua! Wie unhöflich. So, jetzt reicht's mir aber. Was zum... Gut, wenn sie sogar meinen Käfer abschießen können. Ich glaube, es sollte ein bisschen anders geplant sein, kann man es vorstellen, aber es funktioniert ja auch so. Nein. Wer muss den Großschluss nochmal suchen? Was zum... Link hochklettern. Ach, keine Scheiße, Link. So. Das darf nicht wahr sein, da habe ich einen langen Weg auf mich genommen. Hier muss schon alles leer geräumt sein. Ist nichts mehr da, nur noch Wasser. Wer braucht das denn? Wir. Einfach rein. Gott sei Dank, ich muss den Schlüssel nicht wieder suchen. Das wäre jetzt gewesen, eventuell. Nur suche den Schlüssel nochmal. Ob die bisschen das Girahim? Ich wage es zu bezweifeln. Aua. Okay, ich muss glaube ganz kurz mal einen anderen Schild nehmen. Es sind einfach zu viele. Ich muss es auch ein bisschen besser anstrengen. Ich meine, ich habe 2 Feen dabei, also so ist es nicht. Bomben, super. Ja, ich kann Bomben einsetzen gegen die Viecher, aber... Könnte es auch ein bisschen Skills einsetzen. Wenn ich welche hätte. Das werde ich machen. So, noch alle 3 auf. Glück ist nicht mehr so bei Ocarina of Time, wo man irgendwie noch Bomben einsetzen musste, oder was? Nein, das war der Wind Waker. Ocarina of Time war das Spiel, wo man irgendwie einfach schnell genug sein musste, weil sonst die Stalos-Fritter wieder auferstanden sind. Wenn man mehrere als Gegner hatte. So.
Meine Fresse, gehört das zur Prüfung der Göttin oder was? Mann, 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 so wieder der Schild, erinnere jetzt gerade selber. Ja, jetzt ein bisschen zu heikel, ich wusste nicht genau, wie viele Treffer kriege ich ab und am Schluss wird der Schild noch gebrochen. Und dann nochmal 500 Punkte 500 Rubine einsetzen, um ihn zu kaufen. Nee, nee. Das ist eine lustige Fahrt. Muss überall hier sein, heiliges Wasser. All das hier muss heiliges Wasser sein. Oh, blaue Federn. Brauche ich noch blaue Federn? Oh, 3 habe ich. Ich meine, Schaden kann es ein bisschen langsamer laufen, Link. So, eine mehr kann ich schaden. So, also, wo ist es jetzt? Die Quelle selber ist nicht mal, es ist da hinten wirklich nur. Ah gut, wir haben hier eine Trophäe, ja, das macht natürlich Sinn. Wenn sie schon so ausrastet. Wie große Wahrscheinlichkeit ist dies dasselbe Wasser, wie im Wasserbehälter, das Wasserdrachen? Gehen wir zurück zu ihm. Ah, okay, so bringt uns so raus, gut. Naja, fast zumindest. Wie kommen wir jetzt schnell wieder zurück? Ich meine, es gäbe Mittel und Wege, das wissen wir. Ja, ich glaube auch. Hey, Fetti Poletti. So, ich hab keinen Bock auf dich. Sing, sing. Zurück in die Erhabenheit des Himmels. Und schnell wieder rein. Egal. Hey, Ich ernsthaft fragen, wenn hier wieder solche Dinger sind, ist es einfach nur, weil es generell ein heiliger Ort ist, oder? Ah, weil es nur 2 von diesen Himmelsfaltern sind, ist zu wenig. Aber da drüben kann man sind 3, 4. 4 Stücke muss was sein. Boing, boing. Danke für die Monsterklaue. Ah, schön. So. Rein zu unserem neuesten Kumpel, dem Dragon of Water. Okay, das wäre sehr elegant. Und total falsch. Oh, so ein Zweifel, heiliges Wasser. Schnell, schließ mein Behälter. Mach schon. Mach hin, Junge. Ah, meine Kraft ist zurück. Sieh hin, dies ist meine wahre Gestalt. Vor dir steht der Wasserdrache Phyrone, im Namen der Göttin Hüterin des Landes. Du hast mir das heilige Wasser gebracht, Menschenkind. Mir scheint, es war nicht nur Zufall, dass du dir die Wasserdrachenschuppe verdient und die Prüfung der Göttin bestanden hast. Wie versprochen, werde ich dir den Weg zur heiligen Flamme zeigen. Folge mir.
See. Oh. Krass! Der Wasserdrache ist ein Wasserbändiger. Hier findest du die heilige Flamme. Wo der Wasserfall diesen Eingang für viele Jahre versperrte, konnten sich dort trotzdem Kreaturen des Bösen einnisten. Ja, wenn man nicht gerade wasserscheu ist, kann man einfach durchgehen, ne? Ja, soll das für einen von der Göttin auserwählten kein Hindernis sein? Ich bin sicher, dass wir beide uns wiedersehen werden, aber sei bitte dennoch vorsichtig. Bis bald! See you later, Alligator. Vergiss sie. Jo. Das wär's dann wohl, also müssen wir jetzt da rein und dann würden wir eben den 4. und nächsten Tempel in Angriff nehmen, Freunde. Das machen wir natürlich auch, obwohl man sie bereits sagt, da ist so ein Ding, wo wir eigentlich hin müssten, so ein Kubus der Göttin, den wir irgendwie aktivieren müssten, geht aber noch nicht, weil wir noch nicht hinkommen, logischerweise. Ich würde aber trotzdem sagen, dass in der nächsten Folge erst einmal ein bisschen Side-Questing betreiben, obwohl das ein bisschen zu viel gesagt. Heißt, ich würde eigentlich gerne Truhen holen, die wir jetzt oben aktiviert haben. Ich würde gerne noch zu Morsego gehen, wegen den 30 wilden Güter, die wir bereits gesammelt haben. Vielleicht hat er irgendwas Neues für uns. Bestimmt hat er was Neues. Ich hoffe vor allem auf eine größere Geldbörse. Weil die bieten nur Platz für so und so viele Rubine. Und noch zurück zum Vulcan-Basar und unseren Schild und eventuell noch weitere Items upgraden, wie den Greifkäfer oder die Schleuder. Den Schild natürlich auch, wie bereits erwähnt. Ja, diese Dinge würde ich in der nächsten Folge machen und dann eben rein in den Tempel. In den Wassertempel, oder? Oder einen Fischtempel. Oh Mann, ey. Ah, egal. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Danke fürs Zusehen und ciao zusammen.